Salut miteinander, ich bin der Thomas oder der Tombo für die Coolen und bin endlich mal wieder zurück mit einem neuen Video. Wow, wieso jetzt da plötzlich auf Schweizerdeutsch? Über was ich in den nächsten Videos reden will, ist ein Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt und will darum nicht einen künstlichen Filter über meine Worte haben in Form von einer Fremdsprache. Ich will mit dem Video auch nicht wirklich Leute in Frankreich, England oder den USA ansprechen, sondern einfach nur Leute in der Schweiz. Sorry an dieser Stelle für Leute aus der Romandie oder aus dem Tessin, die mich wahrscheinlich nicht verstehen. Wie jedes andere Land haben wir in der Schweiz das Gefühl, in der Schweiz, da ist halb so wild, in der Schweiz, da ist alles gut, in der Schweiz, da ist alles viel besser wie im Ausland. Das genau gleiche Argument habe ich schon wirklich sehr viel mal gehört in meinen Debatten über Veganismus. In der Schweiz ist ja die Tierhaltung wirklich super. In der Schweiz ist das Tierwohl im Zentrum. In der Schweiz bla bla bla. In meinen Comedy-Videos werde ich aber genau diesen Aspekt anschauen. Wie ist denn die Tierindustrie genau in der Schweiz? Ist sie wirklich so gut, wie man immer meint? Ist wirklich in der Schweiz alles besser wie im Ausland? Ist in der Schweiz wirklich das Tierwohl so wichtig? Alle Dokus, die in den letzten paar Jahren rausgekommen sind und über die Fleischindustrie, die Fischindustrie, die Milchindustrie oder was für eine andere Art von Tierindustrie reden, sind meiner Meinung nach alle ziemlich amerikalastig gewesen. Das heisst, sie haben sich hauptsächlich auf die USA fokussiert, auf die riesige Tierindustrie, die es dort hat, die Anlagen mit 10'000 Kühen, mit 10'000 Hühnern, mit 10'000 Säuen. Und das bringt uns aber leider in einer Debatte über Veganismus, über Tierindustrie in der Schweiz nicht wirklich viel. Weil all die Argumente, die in diesen Videos hervorgebracht worden sind, kann man einfach damit abtun, indem man sagt, in der Schweiz ist das schon nicht so schlimm. Ich hoffe sehr, dass es in der Schweiz anders zugeht, wie zum Beispiel in Brasilien, den USA, in England oder in Deutschland. Aber gewisse Gräueltaten, und da kann ich jetzt schon mit Sicherheit sagen, sind einfach grundlegende Bestandteile der Tierindustrie. Und egal, ob du jetzt in Ghana, in Holland, in Japan oder in der Schweiz lebst, es braucht überall auf dem Planeten grundlegende Vorgänge, dass Milch in dein Müsli kommt, dass ein Steak auf dem Grill landet und das Rührei in einer Pfanne. Auch wenn es noch weit vom Ideal weg ist, gibt es mittlerweile relativ viele englisch sprechende Veganismusaktivisten auf Social Media, die sich logischerweise sehr auf ihr Land fokussieren, das heisst auf die USA oder auf England. Und dank dem Öffentlichkeitsfaktor, den Social Media einfach hat, schaffen die Aktivisten etwas sehr Wichtiges in ihren Ländern. Sie kreieren eine öffentliche Diskussion über Veganismus. Die Aktivisten schauen hinter die glänzende Kulisse der Tierindustrie, sie rücken Tierrecht im Mittelpunkt von einer Diskussion und schaffen so einen Boden für konstruktive Debatten und können natürlich in dieser Debatte idealerweise ihre Hörer für ein Argument überzeugen. So etwas fehlt aber meiner Meinung nach genau nicht in der Schweiz. Ich diskutiere ab und zu im Privaten mit meinen Kollegen, meiner Freundin oder mit meiner Familie über Veganismus, aber auf Social Media findet so eine Diskussion selten statt und noch viel weniger in den klassischen Medien wie Fernsehen und Radio. Ich hoffe jetzt, dass mit meinen kommenden Videos, dass mit meinen Argumenten, die ich in den kommenden Videos hervorbringen, dass ich meine mittlerweile 55 Abonnenten immerhin zum Denken und zum Handeln anregen, dass ich selber die Situation der Tierindustrie in der Schweiz besser verstand und dass ich in dem sehr kleinen Rahmen einen winzigen Teil dazu beitragen kann, dass in der Schweiz endlich auch mal die grundlegende Diskussion über unsere Ernährung und unsere gemeinschaftliche Ethik geführt werden. Wenn ihr mehr über Veganismus generell und vor allem aber auch in der Schweiz erfahren wollt, dann lade ich euch herzlich dazu ein, zu meinen nächsten paar Videos zu schauen. Egal was ihr für einen Lebensstil im Moment habt, ob ihr vegan sind, Vegetarier oder einfach ein bisschen alles esst, falls ihr von eurem Lebensstil überzeugt sind, sollte es eigentlich in dem Fall kein Problem sein, um euch das Argument, das für den Veganismus sprechen, zu stellen. Ich jedenfalls werde mich auf Debatten, die aus dem ganzen Kontext hoffentlich werden entstehen, sehr freuen. Und mit dem sage ich euch jetzt schon ciao und bis sehr bald mit dem ersten Video.